Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir mein angefangener Dominator. Also, das sollte irgendwann mal Dominator werden, hier da noch. Und jetzt gucken wir mal das Ding da raus, das liegt uns sonst rum. Da haben wir ja Schwungrädlerskäfig. Und nochmal Schwungrädlerskäfig. Und weil es so schön war, nochmal ein Schwungrädlerskäfig. Und dann haben wir da so einen Lauf, den wir dann einmontieren können. Weil das ja nicht so gut. Das können wir. Der müsste eigentlich kürzer sein. Das ist ein bisschen ist lang. Aber haben wir da. Und die orangen Teile, die kommen da auch noch irgendwann mal raus. Das machen wir noch heute nicht. Ich will jetzt das einfach auch mal ein bisschen fertig kriegen. Das. So langsam häufen sich bei mir die Projekte mit die Viertels angefangen sind und ich muss immer was fertig machen. Oder zumindest so weit, dass ich den Großteil von den Krusten aufräumen kann. Und heute machen wir dann immer Motoren rein und Zeugs und das fliegt dann immer los. Das brauchen wir nicht. So. Das müsste jetzt. Hoffe, dass das in Schwarz auch nicht passt. Das gehört da dazu. Ne? Da könnte man nämlich. Weil das in Rot gefällt mir nicht. Also noch sieht es nicht schlimm aus, aber wenn irgendwann mal. Wie das könnte. Gerade so, dass es gerne kennt. Das könnte auch spannend werden. Das stellen wir dann fest, wenn wir die Batterie anschließen und das einfach gleich losheulen. Ja, das müsste noch genug Luft haben. Oh, Vorsicht, Schwungrädlerskäfig. Viele davon. So, dann kennt man das da wieder. Das können wir gleich mal auf die Seite lassen. Ja, den können wir sicherlich auch für irgendwas brauchen. 20 Ampere Core der und der noch eine Core. Wo steht? Da vorne. 20 Ampere. Müssten wir jetzt noch schauen, was da die 4 bedeutet. Ist das irgendeine Gebrauchskategorie oder sowas? Da steht. Je nachdem. Ihr müsst das Datenblatt angucken, was jetzt da was bedeutet. Aber das ist alles kein Thema. Wir verbauen wieder Relais. Das bauen wir da oben rein. Da ist es gut. Da ist das aufgeräumt. Passt Gott ist so zu. Das wird dann ein Spaß, wenn wir das doch irgendwann mal vollautomatisch machen wollen, aber ja, alles nach dem anderen. Jetzt gucken wir erst einmal. Wir haben da ganze Kartonage von Modelle. Die sind alle so schräge Schwungrädlerskäfigler. Oh, ich glaube, das wird der Spaß zu löten. Okay, die müssen auf jeden Fall umgekehrt.
So. Dann würde ich sagen, wir löten mal ein, testen das, gucken, wie rum es dreht. Und dann wissen wir, was wir wie anschließen müssen. Aber das machen wir schnell Durchlauf, weil haben wir genug zu tun. Bis gleich. So, Hodele, 13 Minuten später. Und gut, ein bisschen länger, weil das Netzteil habe ich angeschlossen und alles. Das gucken wir jetzt mal. Wo den schwarzen und roten auch gehört. Das heißt, da geht's Pfeile rein. Und ich bin ja mal gespannt. Wollen wir mal Pfeile. Das wäre ja schon cool, wenn ich das jetzt aber nicht richtig. Also da geht's rein, da vorne muss raus und irgendwie muss ich das halten können. Bleibt da. So, da. Ich bin ja mal gespannt, ob das Schräge was bringt. Okay, das heißt, rot ist hinten, schwarz ist vorne. So, das müssen wir jetzt noch 3-mal machen. Das lassen wir so. Das ist Gedächtnisstütze. Bis ich das nachher verkabel, habe ich das wieder 5-mal vergessen. Und das, ja, ist dann immer so minimal peinlich, das vor Kamera zuzugeben. Oder, ja gut, wenn, dann gäbe ich es nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera zu. Das macht die Situation ganz anders. Das heißt, dann müssten wir das nachher so umdrehen. Und ihr wisst, wir machen dann nachher alles mit schwarzen Kabel. Das ist, ich habe jetzt vorher gedacht, ich gucke mal meiner Swordfish nach, wie ich das gemacht habe. Und ist mir eingefallen, ja, oh, dann müsst ihr jetzt das ganze Video angucken. Das ist dann einfacher, das kurz zu probieren, wie ich ein Video angucke. Deswegen, also, das, so, das, so. Das 13 Minuten ist ganz okay für. Die Schwungräder geht echt leicht rein. Da hatte ich ja schon mal. Oh, das war bei der Nightingale bei den Schwungrädler wohl. Ja, das war so. Das war so Krampf. Das ist in der Variante. Das heißt, der Variante ist ganz cool. Da ist das V nach außen. Das sieht man nachher zwar fast nicht mehr. Weil die Seite gefällt mir besser, wie das Auto auf der Harz da. Das ist einfach ein schönes Logo. Valkyrie-Motoren. Ich mag einfach. Die mag ich vom Krach her, die sind nicht ganz so. Ja. Ich meine, die Merlin sieht schon cool aus mit der Aussparung und alles, aber die machen einen unheimlichen Krach. Und das, ja, das ist einfach nett. Also, ja, das sind so Probleme, ich sag's euch. Probleme. So, ich löte dann mal weiter und dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich.
So, jetzt ist der erste Teil ist geschafft. Ja, weil es so schön war, musste ich es zweimal machen. Das ist dann immer nicht gescheit Mist. Jetzt legen wir das mal rein. Guckt. Es wäre natürlich wesentlich besser, wenn das einfach umgekehrt wäre. Also wenn das das ist zäh. Versteht wie ich meine, also wenn da die Ausschlüsse nach oben gucken hättet. So. Das ist jetzt das traurige Kabel. Das Negative. Das zweite. Oh Gott, das Positive. 86 oder 85. Das machen wir auf 86. Das markieren wir hier wieder mit Ding. Mit Klebeband. So, dale. Ha. Weil ich kann das da noch einfach ein Stückchen wieder aufmachen. Ich glaube, das kriege ich so weit zurückgezogen. Oder das da an der Stelle splitter. Dann hätte ich das nicht. Egal. Egal. Schon spät. Und das. Jetzt machen wir die andere Seite. Die sieht dann nachher schon wild aus. Ja. Ganze Flussmittel da. Jetzt löten wir weiter. Bis gleich. So, jetzt ist vollständig gelötet. Jetzt hab's Netzteil angeklemmt. Ich sollte das nicht über die Disk ziehen, das macht man sonst Kratzer rein. Das ist das Flugsmittel, das kratzt ein bisschen. Und das sollte einfach umgekehrt sein, dass man das so löten kann. Das ist schon geschickt gemacht. Okay. Also die zwei dreht schon mal. Und die dreht. Hui, heiß. Das müsste alles in die richtige Richtung. Ja. Da seht ihr. Ja, so eine Motorwelle wird warm, wenn man das lang drin bleibt. Ja, heiß. Heiße Sache. So, das ist auch Zeit. Das Netzteil. Na gut, das brauchen wir zum Schluss nochmal. Weil, ja, ich schließe doch lieber Netzteil kurz. Wie ein Lipo. So. Oh, das geht eigentlich. Ja. So, die noch mal kurz abwischen. Ja, das ist. Oh, voilà. Ja, komm schon. Das ging vorher so schön einfach. Da habe ich das doch vorher schon gelobt. So. So. Ja. Das schon, alles.
tatsächlich das. Nee, das muss. Nö, das ist doch besser. Ich bin ja mal gespannt, ob das überhaupt was bringt. Immerhin cool aussieht, also das muss man dem Ganzen lassen. Ah, das Flussmittel. Das Flussmittel. So, das ist das Rote. Das geht nachher zur Batterie. Oder wie? Das müsste eigentlich. Das ist ja der Honor. 85, 86. Ja. Na Schmarrn. 85, 86 ist die Spule. Habe ich vorher, glaube ich, Scheiß erzählt. Oder habe ich? Ja, 85, 86 ist die Spule. Das ist schön an dem Transparenter, da sieht man das so schön. Das ist die Spule. Da haben wir dann da das Blättle, das dann von da nach da gezogen wird. Und da vorne, der Kontakt ist nicht verbunden. Der Kontakt ist dann, wenn zu ist das da vorne durch. Also wenn die Spule ansieht, geht das da durch. Für alle, die nicht wussten, wie das funktioniert. Und für mich selber jetzt mal, das heißt 87 und 87a ist das zum Durchschleifen. Okay, das kommt dann so rum rein. Da wird das Rote durchgeschleift. Das können wir dann da. Das da aufmachen. Das Schwarze müssen wir auf eine Seite der Spule legen. Oder die andere Seite muss auf den Taster und vom Taster aus aufs Rote. Zum Taster brauchen wir, glaube ich, nicht so dicke Leitung. Da reicht ein dünnes Käbel. So, das muss da bloß vorbeigeschleift werden. Ich denke, das machen wir so, dass man da kein zweites Kabel braucht. Das habe ich das Wortfest, glaube ich, anders gemacht, aber ist auch egal. So, da muss ich noch das andere Messmittel holen. Oder sieht man das? Sieht man das irgendwie, wie der Taster sich verhält? Das ist der falsche Schraubenzieher. Das müsste statt da irgendwo. Ah, das da ist der Common. Das ist der Normally Closed. Und ich brauche der Normally Open. Das heißt, den könnte man eigentlich wegmachen. Das ist der gemeinsame. Der muss dann. Da ist nicht viel Luft. Der muss auch auf Rot. Da reicht. Da können wir von da noch das nutzen. Das ist 87 und 87a. Das nutzen. Und zum einen zur Batterie zu fahren und zum anderen zum Taster runter. Und dann wieder da hoch. Ich würde sagen, ich löte das mal in aller Ruhe, weil das Machen und nebenher schwätzen, da kommt nichts Gescheites bei raus. Ich meine, vielleicht für euch eine gute Unterhaltung, aber ja, jetzt machen wir schnell Durchlauf. Dann bis gleich.
So, da ich jetzt sagen, wir testen das nochmal mit dem Netzteil, bevor wir da noch ein Lipo dranhängen. Oder bevor wir jetzt dann da ne, das ist der nächste Schritt. Steckerle noch machen. So. Und das da ist rot. Sieht nicht so aus, aber ich sage einfach, das ist rot. Klemmen wir mal das Rot da an. Da haben wir. Gut, das ist schwarz, das sieht auch so aus. Klemmen wir das da an. Ja gut, das war jetzt so, warte. Können wir die Strombegrenzung noch ein bisschen hochdrehen? Ne, die ist auf Maximum. Das war zu erwarten, aber es dreht sich richtig rum. Das hat ja bei der Swordfish schon nicht geklappt und das hat bloß eine Stufe. Das ist okay. Das heißt aber, da sind keine Überraschungen zu erwarten. Kann vielleicht die Spannung noch ein bisschen hochgegangen. Nicht so viel. Ja. Das hat mich das letzte Mal noch überrascht, aber man hat ja mittlerweile alle Fehler schon mal gemacht. Das heißt, Steckerle anschließen, dann nochmal testen. Ja, testen. Und dann bauen wir Lipo ein. Ich habe da, sagen wir, so 4S. Der hat gerade so, mal gucken. Das gerade so nicht reinpassen. Okay. Ja, das. Der 3S. Ja, wenn man davon ausgeht, dass das keiner blockiert und alles läuft und ja, Dinge und dann dürfte es passen. Da haben wir so Batterieüberwachungsdingele. Das könnte man. Und das würde ich wahrscheinlich im ersten Schritt nicht noch innerlegen. Das wäre schon praktischer, wenn das inner drin wäre. Ja. Bräuchte ich halt ein groß genug Loch. Kann ich das da durchquetschen, bevor ich die Kabel rein. Das sollten wir rausfinden. Weil dann sparen wir uns da Hand nämlich. Weil sonst wird es da in dem Fach ganz schön eng. Oder? Ja. Das hätte jetzt auch größer machen können, dass 4S nicht passt, oder? Das hat mich schon ein bisschen gewundert. Da könnte man das. Pusterzeile. Dort jetzt. Da wäre es eigentlich fast ideal, aber das Kabel ist kurz. Oder? Ah. Das ist natürlich blöd. Das kriegen wir schon irgendwie noch. Wenn nicht, packen wir das da noch. Da rein. Ja. Muss ich noch
bei einer Film bei einer Schnelldurchlauf unauffällig einstecken, damit ihr das Piepsen nicht hört. Das dudelt immer am Anfang für. Das ist ja gewaltig. So, wie lang muss denn das sein? Nicht arg lang, oder? Seht. Das hat ja auch schon Kabelende dran. Ein bisschen Kreppband noch. Das zusammenhält. So. Oder ist gut gemeint. Das machen wir noch wieder weg, keine Sorge. Das sieht jetzt noch ordentlich aus. Und dann sprechen wir noch zum Schluss, was ich sonst noch so vorhabe. Gut. Erst einmal irgendwie von den ganzen Flugzeugs befreien. So. Flussmittel. Ja, das sieht aber schon cool aus jetzt. Gefällt mir, oder? Das frage ich euch, ob mir das gefällt. Gefällt euch, müsst ihr fragen. Dürft ihr gerne einen Cent dazugeben. Und das kann ich sowieso nicht als Auftragsarbeit machen, das kann sich kein Schwein leisten. Aber ich löte jetzt mal Steckerl noch und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, jetzt sagen wir testen das nochmal kurz. Ich meine, da ist jetzt nichts zu erwarten, dass das irgendwie groß geht, aber wir testen einfach und dann machen wir mal, gucken wir mal und gucken, wie das denn so läuft. Jetzt, so, jetzt Teil, aufwachen, da, schwarz zu schwarz und rot auch zu schwarz, oder schwarz zu rot, so in etwa. So. Das heißt, sehen wir, dass er was dreht? Ja, dreht sich. Und dreht sich alle so, dass nach vorne schießen wird. So, das heißt, Netzteil können wir aufräumen. Zack, weg damit. Das aufräumen und auf vom Tisch. Oder zumindest für euch aus dem Sichtfeld. Aber mit dem Schmutz habe ich es gut gemeint. So. Jetzt alles nach dem anderen. Erst einmal Ding rein. Okay. Das hört sich doch ganz anders an. Da passt. So, da haben wir nämlich praktischerweise 2 Deckel zur Verfügung. Das ist zum einen der Deckel. Bin jetzt im Überlegen. Ach, das habe ich jetzt vor. Gerade sage ich noch, dass da das nicht gefiedelt nicht hermisst. Das, ja. Das geht dann so jetzt gegangen. Oder wenn man dann der Hanna das und das muss dann der Hanna hier rum rein. Ich glaube so rum. Boah, das ist ekelhaft. Okay, das ist ziemlich voll. Ja, 12,3. Dann muss das da so rein. Können wir.
Ja. Okay, da bin ich. Ja, das sollte ich vielleicht nicht mit dem Kabel machen. Die ist ein bisschen stärker. Aber jetzt verdiene habe ich zum Glück normalerweise genug da. Wenn man das da unter durch. Wir warten doch alle bloß auf den Schusstest. Aber ich will schießen und nicht explodieren lassen. Deswegen. Das so. Oder wir machen das so rum. Nee, das muss dann. Boah, da der ganze Schmutz, den ich viel neu gemacht habe. Ja, aber habt vielleicht gesehen, wenn ihr aufmerksam zuguckt habt, da sind bloß ein paar Schreibler drin. Das ist ja aus gutem Grund. Weil das, die Innereien bleiben nicht so. Das wird spannend. Haben wir so viel Batteriefach und kriegen es trotzdem. Nein. So, das jetzt gerade nicht passen. Und da quetschen wir noch den Akku. Nicht rumhupfen. Ja, komm. Machen wir los mit der Rändelschraube zu. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, wir machen ein separates Video zu den Dingeln, wo man das auch mit der Swordfish mal gescheit vergleicht. Jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt schießt. Ja. Wo hängt denn das jetzt? Ei. Och nee. Das Federle da Hand ist untergegangen. Scheiße. Ja. Da gab's. Ich meine, da bräuchte man nochmal 4 solche Schrauben. Oder 2. Da oben gehört noch eine rein und da Hahn gehört noch eine rein, da wo das Federle war. Ich habe aber keine von denen mehr gesehen. Das ist ärgerlich. Muss mal gucken, ob ich von der Streifen noch irgendwo so eine Schraube da habe oder. Das sieht schon sauber aufgeräumt aus. So, da. Ja. Das war der Schusstest. Ne, damit geben wir uns nicht zufrieden. Ich gucke mal, was ich da Schraub finde. Und dann zerlegen wir das nochmal. Dann bauen wir es nochmal zusammen. Weil das sind bloß 4, 5 Schrauben. Und dann schießen wir nochmal. Bis gleich. So, der leer. Jetzt hat man den scheiß Hochkant aufgenommen. Eieiei. Er hat zum Glück von der Streifen noch Ding da gehabt. Also so Schreible. Jetzt müsste es auch nicht mehr ausfallen. Ja. Das, dass es mir das Hochkant aufgenommen hat, das kriegt ihr wahrscheinlich gar nicht mit. Weil das habe ich hoffentlich bis dahin wieder korrigiert, bis ich es hochgeladen habe. So, jetzt machen wir das Piepse-Ding raus, dass wir da einfach genug Platz haben. So, das ist so rum. So, nein. Dann haben wir das Ganze entspannt. Da können wir da sogar das Deckel nicht nutzen. Das hat mich gewundert, dass Deckel 2 drin, aber von der Schraube, da fällt jetzt nur eigentlich nur eine.
Ich meine, die oben ist nicht wichtig, die sparen wir noch so weg. Aber ja, das hört sich kräftig an. Also da machen wir schon irgendwann mal versuchen mit verschiedene Konfigurationen. So, jetzt gucken wir erstmal. Ja, das läuft. Also da machen wir auch mal eine Vergleichsmessung mit der Streif und allem. Okay, das geht recht schwer raus, aber das muss aus halt raus. Ach, das da vorne, die Dinger war das. Oh, scheiße. Die habe ich ewig gerätselt vorher, wie die neigehört. Das ist ein mächtiges Blasterle. Ich muss noch irgendwie gucken, wie man rauskriegt, wie präzise das ist. Und habe auch noch das Röhrle da vorne. Das könnt ihr auch, was man auch nicht machen könnt. Dass es momentan zum Farbkonzept besser passt. Die sind orange. Dann fällt das. Aber ich glaube, die Dinger machen wir irgendwann mal. Entweder transparent oder schwarz. Ich bin fast am Überlegen. Mein Schwarz hätte ich halt da. Aber so komplett transparent, der hätte schon auch cool aussehen. Und ja, die 2,11 kriegt man Thingiverse. Ich glaube auch. Wobei das Teil habe ich glaube, die 2 Teile habe ich selber entworfen. Auch. Das habe ich mal selber gemacht. Weil ich glaube, das hat keiner. Das habe ich nicht gefunden zum einen und zum anderen. Ist dann halt auch. Konnte ich das so machen mit der Schraube. Das kennt ihr vielleicht von meiner Swordfish. Die können wir mal kurz auf den Tisch holen zum Vergleich. Das ist. Die hört sich nicht ganz so aggressiv an. Die ist halt schon. Es sind halt einfach 2 Käfig mehr. Also das, ich meine, die Motoren sind dieselbe, das sind auch so Valkyrie-Motoren bei der Swordfish. Aber es ist halt. Gut, das ist um eine Calipo, aber sonst die Konfiguration ist ziemlich ähnlich. Also da geht es auf den Taster auf ein Relais. Da sind es halt die IMRs da drin oder was auch immer das genau ist. Und da ist das halt der Lipo. Und Schwungrädler sind hier die Metallerne. Das kann sogar sein, dass die da noch mehr Leistung hat. Aber das gucken wir. Kennt man eigentlich. Also, ich meine, wenn man da schon transparente Schwungrädler hat, ja, da muss ich mal Transparenzfilament kaufen und mal drucken. Und bei der Gelegenheit kann man da das dann nochmal anpassen, dass das schön sauber abschließt. Also, da ist da ein bisschen Abstand. War eigentlich nicht viel. Und das ist ein bisschen gewackelt, da kann ein Millimeter mehr noch. Und das passen. Oh, da bin ich schon stolz drauf auf mein BK. Das ist eine tolle Sache. Vor allem, dass das. Ich bilde mir zumindest ein, dass was taugt. Da fehlt mir einfach die Strecke dafür. Die Dominator, das ist schon ein schönes Blästerle. Das sieht schon gewaltig aus. Das habe ich auch geguckt. So. Achso. Dass man nicht vergisst, wo rechts und links ist. Das ist ganz praktisch. Das ist für Leute mit Rechts- und Linksschwäche vielleicht. Ja. So langsam wird die Sammlung komplett von transparente Worker-Blasterlers. Das seht, es fehlt noch weiße Prophezie dazu, dass das da auch dazu passt. Weil da haben wir blaue Prophezie, blauer Schwungrädlesblaster, rote Prophezie, roter Schwungrädlesblaster und dann eine weiße Prophezie. Aber das muss für heute gut sein. Muss das Video noch zusammenschneiden. Das wird glaube ich auch Geschäft. Bin mal gespannt, wie lang es wird. Ich meine, ihr wisst, wenn ihr jetzt noch da seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Weil 3D-Drucker ist gerade schon mit dem eigenen Blaster, also mit dem zweiten eigenen Blaster beschäftigt, da geht es dann weiter und ja,
Da werde ich den 3D-Drucker, sobald ich das Filament habe und wieder ein bisschen Zeit habe, werde ich damit beschäftigen. Und dann haben wir mal halbautomatische Riken. Das ist auch noch ein Projekt. Also guckt meine Videos an, da ist viel Spaß dabei, viel Spannendes. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern und viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.